Ich weiss noch ganz genau, wo ich gesessen bin. Nämlich bei unserem Jugendpastor daheim, oberhalb von der Kapelle vom Kirchengebäude in der Stube mit ein paar anderen. Es war der 26. Mai 1999. Champions League Finale. Bayern München hat seit der 6. Minute 1-0 gegen Manchester United geführt. Bayern hat das Spiel dominiert. Mehrere Pfostenschüsse können es 2-0 machen. Irgendwie ist es nicht rein. Man U hat praktisch über das ganze Spiel eigentlich keine Chance gehabt. Die 90. Minute ist gekommen. Die Nachspielzeit läuft schon. Man United hat noch 4 frische Beine eingewechselt. Die 91. Minute ein Eckball, wo der Beckham tritt und tatsächlich der eingewechselte Teddy Sheringham schafft es, den Ball ins Goal buxieren, 1:1. Und die ein bisschen sich für Fußball interessieren, die wissen, das Spiel ist noch nicht fertig gewesen. Alle haben sich auf Verlängerung, vielleicht sogar Penaltyschüsse eingestellt. Aber in der 93. Minute, in der letzten Minute der Nachspielzeit, gibt es nochmal einen Eckball. Nochmal der Beckham und der Ole Gunnar Solskjaer spielt den Ball ins Goal rein. Bayern ist am Boden zerstört. Ein grossartiger Moment. Ausser man ist Bayern-Fan. Warum erzähle ich das? Weil es eine Story ist, die uns zeigt, was Momentum ist, oder? In dem Moment, wo es 1:1 gefallen ist das Momentum gekippt. Vorher war das Momentum ganz klar bei Bayern. Sie sind in Führung, sie haben es geschafft, Man U mehr oder weniger vom Goal wegzuheben. Es hat alles so ausgesehen, als würden sie das über Zeit bringen. Und in dem Moment ist es plötzlich gekippt. Bayern war wegen dem nachher nicht schlechter gewesen. Aber das Momentum hat sich zugunsten von Man U gewendet und sie haben es 2:1 geschossen. Und dieses Jahresthema ist Momentum des Allmächtigen und wo wir uns mit Gottes Momentum beschäftigen. Und ich möchte noch mal kurz ein bisschen aufgreifen, was wir unter Momentum verstehen, weil es nicht so ein gebräuchlicher Begriff ist. Momentum vom Englischen her bedeutet Schwung, Impuls. Ist, wenn etwas ins Rollen kommt. Eine Bewegung. Oder es kann eben auch der Zeitraum sein, in dem eine Entwicklung in eine bestimmte Richtung läuft. Eben, wenn plötzlich alles fängt zugunsten von etwas laufen. Im Fußball sieht man das viel, auch gerade entweder während einem Spiel, aber es gibt es auch, dass wenn eine Mannschaft mehrmals nacheinander gewinnt, dann baut sie ein Momentum auf, sind selbstbewusster und es wird immer schwieriger, um sie zu schlagen. Ich habe eine Definition aus der Physik gefunden. Momentum ist, wie wenig du an einem Objekt, das in Bewegung ist, im Weg stehen willst. Das hängt vielleicht auch noch ein bisschen von der Größe und vom Gewicht von dem Objekt ab. Aber je grösser das ist oder je mehr Momentum das Objekt hat, desto weniger möchtest du dem Objekt im Weg stehen. Aber Momentum bedeutet, wenn wir mehr die deutsche Bedeutung anschauen, der richtige, der geeignete Augenblick oder Zeitpunkt. Und das ist so die Begrifflichkeit, die man im Griechischen findet mit dem Wort Kairos. Das ist Gottes Zeitpunkt. Oder manchmal auch gesagt, der richtige, geeignete Zeitpunkt, wo Gott festgelegt hat, manchmal auch der Moment der Entscheidung. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen mehr zu verstehen, von was wir reden, wenn wir von Gottes Momentum reden. Wir sind überzeugt und wir sehen in der Geschichte, dass gerade so Zeiten von grossen, globalen, lokalen, aber auch persönlichen Veränderungen immer Zeiten auch für Gottes Momentum sind. Dass sie Momente sind, wo Gott eingegriffen hat, wo er Neues in Schwung gebracht hat. Und wir sehen also, wie gewisse bestimmte Momente in der Geschichte zu einem Wendepunkt geworden sind. Wo man merkt, da hat Gott etwas getan und da hat sich etwas gewendet und ist etwas Neues daraus entstanden. Und gerade jetzt oder, sind wir so in turbulenten Zeiten, spezielle Zeit. Und in dieser Zeit möchten wir uns nochmal neu ausstrecken nach dem Gottes Momentum. Uns nochmal neu nach so einem Schwung von Gott ausstrecken und darauf achten und schauen, was er möchte machen. Den richtigen, geeigneten Augenblick von Gott suchen. Darauf achten, dass wir den nicht verpassen.
Und heute machen wir so ein bisschen einen Rückblick auf die Geschichte. Lernen ein bisschen etwas davon. Keine Angst, es gibt nicht irgendeine trockene Kirchengeschichte-Lektion. Aber ich möchte euch in dem ein Muster zeigen. Und aus dem Muster können wir Hoffnung und Glauben danken für unser Leben heute. Und dann schauen wir auch an, was kann unsere Rolle in dem sein, was können wir dazu beitragen. Wir fangen an mit dem Stephanus in der Apostelgeschichte. Kurz nach der Ausgüssung vom Heiligen Geist ist die noch sehr junge Gemeinde in Jerusalem stark gewachsen. Immer mehr Menschen sind zum Glauben gekommen. Es hat unter denen auch viele Witwen gehabt. Und man hat gemerkt, man braucht Strukturen, weil nicht für alle gleich gut geschaut worden sind. Und so haben sie einen Diakon eingesetzt, der sich darum gekümmert, dass alle Witwen gleich gut versorgt worden sind. Das war der Stephanus. Er war der Diakon. Über ihn steht in der Apostelgeschichte 6, Vers 5 und 8, dass er ein Mann voll von Glauben und Heiligen Geist war, von Gottes Gnade geleitet und mit Gottes Kraft erfüllt. Das Klima in Jerusalem ist aber immer feindlicher geworden. Der Widerstand gegen die ersten Christen ist gewachsen und einige Männer sind angestiftet worden dazu, falsche Behauptungen über den Stephanus zu machen. Nämlich, dass er sich Abschätzung über den Mose geäussert soll haben. Also eigentlich ein Skandal, wo sie Fake News, wo sie verbreitet haben. Der Stephanus ist zu seinem Glauben gestanden und die Sache ist eskaliert und schlussendlich, das wissen wahrscheinlich die meisten drin, dass der Stephanus gesteinigt worden ist. Und ich finde in dem Sinne krass seine letzten Worte, Apostelgeschichte 7, Vers 60. Da hat es viele Verse drin. Seine letzten Worte sind eigentlich ähnlich wie die von Jesus am Kreuz. Er hat sein Beispiel angenommen und er sagt: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Das waren seine letzten Worte, dann starb er. Und dort ist etwas passiert. Die Situation ab dann ist nicht mehr besser geworden. Im Gegenteil, es ist eine grosse Verfolgung ausgebrochen. Wir lesen im Kapitel 8, Vers 1: Noch am selben Tag brach über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa und Samarien. Nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Das war eigentlich der Tiefpunkt. Die junge Kirche so schnell schon wieder am Ende, könnte man meinen, oder? So quasi im Keim erstickt. Jetzt, wo das angefangen hat, Momentum aufnehmen, werden sie verfolgt, sie müssen flüchten, es geht ans Lebige. Zum Glück wissen wir es besser, oder? Es ist nämlich nicht bei dem geblieben. Im Vers 4 schon lesen wir, dass es nachher heißt: Die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. Wow. Eigentlich so ausgesehen, als wären sie erledigt, aber das Gegenteil ist passiert. Anstatt dass die Bewegung ausgelöscht worden ist, hat die Verfolgung dazu geführt, dass sich Gottes Reich plötzlich nicht nur in Jerusalem ausbreitet hat, sondern über ganz Judäa und Samaria. Und die vielleicht die Apostelgeschichte kürzlich mal gelesen haben, die wissen, in Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es: Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, also das hat Jesus zu den Jüngern gesagt, und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, dort hat es angefangen, und ganz Judäa und Samarien und überall auf der Erde. Also plötzlich passiert das. Am Tiefpunkt, wo niemand mehr gewusst hat, wie es weitergehen soll, wo es eigentlich so ausgesehen hat, jetzt ist das Ganze vielleicht wieder vorbei. Die grösste Verunsicherung war für Gott nicht das Ende, sondern eigentlich erst der Anfang. Es war nicht der falsche Zeitpunkt, sondern es war sein Zeitpunkt. Es war der Kairos, der sein Momentum erst richtig begangen hat. Es war das, was eigentlich das Momentum kippen gegen die noch junge Gemeinde, hat dazu geführt, dass das Momentum eigentlich erst recht auf ihre Seite gekommen ist. Und das ist wie ein Muster bei Gott.
Am Ende der Apostelgeschichte zeigt sich gerade nochmal ein ähnliches Muster. Der Paulus wird in Jerusalem festgenommen. Von einem Gericht zum nächsten geschleppt, beruft sich schlussendlich auf den Kaiser. Und durch das, es ist dann ein paar Jahre gegangen, aber wird er schlussendlich nach Rom gebracht. Rom ist das Zentrum vom damaligen herrschenden Reich gewesen. Dort, wo der Cäsar als König regiert hat. Und genau dort, ins Zentrum vom römischen Reich, ist der Paulus als Gefangener gekommen. Nicht als Gefeierter, sondern als Gefangener, um dort die Botschaft Gottes zu verbreiten. Obwohl er gefangen war, hat er dort die Botschaft von Gott verbreiten. Und eigentlich hat man ihm dort ja schlussendlich dann den Prozess gemacht, aber was passiert ist, das ist so das Muster in dem umgekehrten Königreich. Das, was eigentlich dazu gedacht wäre, um es eindämmen, wird plötzlich dazu führen, dass es sich noch viel mehr verbreitet. Ich hoffe, ihr seht und spürt das Muster. Nicht nur ist Gottes Reich ein umgekehrtes Königreich mit umgekehrten Gesetzmäßigkeiten, auch scheinbare Niederlagen für das Reich Gottes nutzt Gott zu seinem Momentum und verwandelt es in einen Triumph für sein Reich. Das ist so krass. Genau so wie Jesus am Kreuz gestorben ist, was eigentlich Niederlage war, wo eigentlich alle gemeint haben, jetzt ist es vorbei mit dieser neuen Bewegung, ist der grösste Sieg von allen gewesen, wo der ganzen Menschheit Erlösung gebracht hat. Es war Gottes Momentum gewesen. Und damit ist es noch lange nicht fertig. Das ist nicht einfach nur etwas, was in der Bibel passiert ist und nachher nie mehr. Wenn wir in die Kirchengeschichte hineingehen, sehen wir, wie Gott immer wieder so ein Momentum geschaffen hat in unterschiedlichsten Situationen, dort, wo es schwierig ausgesehen hat. Und wir sehen vor allem zwei Sachen, wo Gott damals durch das Momentum hervorgebracht hat. Ich sage jetzt das vorher, dann hilft es uns ein bisschen besser darauf zu achten, wenn ich nachher die zwei Geschichten aus der Kirchengeschichte bringe. Das eine, wo das Momentum immer gebracht hat, ist Veränderung. Es hat sich etwas verändert, es ist Heiligung passiert, es ist Korrektur nochmal passiert. Die Kirche hat irgendwo den Auftrag nochmal geschärft, die Menschen haben sich neu Gott zugewendet. Es ist etwas in der Nachfolge passiert. Oft ist eine neue Ernsthaftigkeit reingekommen. Und das Zweite ist Verbreitung. Und ich glaube, das ist das Ziel, das sie immer hatte. Die gute Nachricht, das Evangelium hat sich verbreitet. Und das ist genau das, wozu Jesus seine Jünger aufgefordert hat, wo er ihnen den Missionsbefehl gegeben hat, wie man in Matthäus 28, 19 bis 20 nachlesen können. Nachfolge, Menschen zu Jüngern zu machen und Sendung in alle Welt rausgehen, das Verbreiten. Und wir gehen jetzt so einen kurzen Streifzug. Und den ersten Stopp machen wir 1440. Der Johann Gutenberg erfindet Druckerpresse und löst eine Medienrevolution aus. Oder vorher hat man alles von Hand müssen schreiben, abschreiben. Es hat den Job gegeben von so Kopisten, die nichts anderes zu tun hatten, als etwas möglichst genau und detailliert zu übertragen. Und mit der Druckerpresse ist das plötzlich viel schneller und mehr und auf einer viel größeren Ebene möglich gewesen. Und das berühmteste Werk von Gutenberg ist die Gutenberg-Bibel. Ich glaube, ich habe noch ein Bild mitgenommen. Das ist, ich weiß nicht, ob es jemand lesen kann, aber das ist die erste Seite der Bibel. Genesis 1. Warum erzähle ich euch vom Gutenberg? Der ist jetzt nicht irgendwie noch Theologe oder sonst etwas gewesen. Aber der Buchdruck und die damit ausgelöste mediale Revolution ist eine Grundlage gewesen für das, was nachher gekommen ist, nämlich die Reformation. Der Luther und auch die anderen Mitreformatoren, die haben das genutzt, dass das möglich war, um ihre Gedanken, ihre Schriften zu verbreiten. Der Martin Luther hat gesagt, der Buchdruck ist das höchste Geschenk, durch welches Gott die Sache der Evangelien verantreibt. Und die Reformation, das kennen, glaube ich, die meisten von uns, ist ein mächtiges Gottes Momentum gewesen. Es hat einen unglaublichen Schwung zurück in die Kirche gebracht. Nachdem die Kirche eigentlich vorher über Jahrhunderte
eher an einem Tiefpunkt angekommen ist. Ich rede hier so von Ablassbriefen und all diesen Sachen, Kreuzzeug und so weiter. Der Buchdruck hat es ermöglicht, dass die Reformatoren ihre Gedanken haben können verbreiten, weiter, schneller als jemals zuvor. Und dass schlussendlich sogar die Bibel in der deutschen Sprache der ganzen Bevölkerung zur Verfügung gestanden ist. Dass sich immer mehr Menschen so eine Bibel haben können leisten. Ein ungeheures Momentum, oder, wo man bis heute die Auswirkungen spüren. Und das ist ein Momentum, auch wenn wir anschauen, das sich über eine längere Zeit angebahnt hat. Und das ist vielleicht noch spannend daran. Es hat einige Vorreformatoren gegeben oder auch Mitreformatoren. Es hat einen John Wycliffe gegeben, der in England an Ähnlichem dran war. Oder einen Jan Hus, der in Konstanz auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden ist für seine Ansichten. Und es hat viel Geduld gebraucht und es ist mit viel Schmerzen verbunden gewesen, bis das Momentum zum Durchbruch gekommen ist. Ich will schnell anschauen, was war die Veränderung gewesen, die das Momentum Gottes, das in der Reformation gekommen ist, gebracht hat. Es sind die technischen Möglichkeiten gewesen, die es ermöglicht hat, dass sich die Kirche nachher reformiert hat oder reformiert, sich neu formiert hat. Dass eine neue Klarheit reingekommen ist. Dass die Lehre von der Gnade rausgegangen ist als Volk, das vorher geknechtet worden ist, oder durch die Kirche mit dem Ablass und so weiter. Es ist eine Läuterung reingekommen. Man hat gemerkt, was alles nicht richtig gelaufen ist. Und die Kirche konnte den Auftrag wieder anfangen wahrnehmen. Und dann sehen wir auch in dem Ganzen die Verbreitung, die passiert ist durch die Reformation. Die Bibel ist plötzlich für jedermann lesbar gewesen. Das Wort Gottes ist zu den Leuten gekommen, die vorher nur ganz speziell Gelehrte und vor allem noch eigentlich nur die Kirche ein Exemplar von der Bibel besessen hat und nur wer dort den Zugang hatte, das lesen konnte. Dazu war es meistens noch in einer Sprache, die die meisten nicht können, auf Latinisch. Hat plötzlich jeder die Bibel lesen. Und Vishal Mangalwadi schreibt im Buch Das Buch der Mitte: Fast jede Kneipe wurde zu einem Debattierclub. Das Volk begann, jegliche kirchliche Tradition und jede Entscheidung des Königs zu hinterfragen. Mit der Bibel in der Hand stellte das Volk die religiösen und politischen Machthaber auf den Prüfstand. Die Kneipen wurden deshalb zu Debattierclubs, weil die Leser bei der Interpretation und der Anwendung der Bibel auf die aktuellen, intellektuellen und sozialen Fragen zu unterschiedlichen Ergebnissen kamen. Es ist eine Dynamik entstanden. Die Menschen haben selber das Wort Gottes lesen und so ist die Veränderung und die Verbreitung vom Wort Gottes passiert in der Bevölkerung. Spannend ist da vielleicht an dem Gottesmomentum, wie Technik und geistliche Erneuerung zusammengekommen sind und sich gegenseitig befruchtet hat. Obwohl nicht Technik, man kann schon sagen, Gott hat das geschenkt, oder? Aber Technik ist gleichzeitig auch für nicht gute Sachen gebraucht worden. Eines der ersten Sachen, die mit dem Buchdruck gedruckt worden sind Ablassbriefe gewesen. Also es ist beide Seiten haben Technik gebraucht. Und heute sind wir ein Stück weit, kann man sagen, in einer ähnlichen Situation. Mit Internet und Cloud haben wir die grösste Veränderung der Kommunikation eigentlich seit dem Buchdruck. Das weckt ein bisschen Erwartungen, was sich da Gott noch macht. Wir spulen führen zu der nächsten Begebenheit in der Kirchengeschichte und wechseln auf Amerika zum Jonathan Edwards und Great Awakening 1740 bis 1760. Der Jonathan Edwards ist in Nordamerika geboren. Er war Prediger in Northampton in Massachusetts, hat Theologie studiert und ist grundsätzlich eine intellektuell begabte Person gewesen. Man könnte sagen, vielleicht ein bisschen ein Kopfmensch. Und trotzdem, das ist das Erstaunliche, hat er die Wichtigkeit der persönlichen Gottesbegegnung erlebt und sehr stark betont. Das war neu für ganz viele Menschen, dass Kopf und Herz auch im Glauben zusammenkommt.
dass eine persönliche Beziehung mit Gott möglich ist. Vorher sind die meisten Menschen Christ gewesen, weil sie als Christen geboren sind und weil sie so erzogen worden sind. Und es ist gar keine Option gewesen, sich etwas anderes groß zu überlegen. Und beim Jonathan Edwards ist reingekommen, dass er mit Leidenschaft predigt hat und auf das Gefühl von seinen Zuhörern eingegangen ist. Er hat sich vor allem an die gewendet, die in der damaligen Gesellschaft ein bisschen am Rand waren. Es war dort so, dass Amerika immer mehr besiedelt worden ist, vor allem die Küste, und dass dort die Reichen langsam die Ärmeren immer mehr ins Landesinnere gedrängt haben. Sie dort dann auch in den Kirchen nicht mehr willkommen sind, weil sie eben vom sozialen Status und so weiter nicht mehr gepasst hat. Und Jonathan Edwards ist vor allem zu denen gegangen und das Evangelium ist dort auf fruchtbaren Boden gefallen. Er hat verschiedenste Aufbrüche erlebt, wo der Heilige Geist gewirkt hat, wo die ganze Zuhörerschaft tief ergriffen war. Und immer wieder so grosse Aufbrüche, wo dann ganz viele Leute angezogen haben, immer mehr gekommen sind. Aber er hat auch erlebt, wie die wieder abgeflacht sind, wie sie wieder versiegt sind. Er schreibt selber und sagt, man hat manchmal gemerkt, wie sich der Heilige Geist wieder zurückgezogen hat. Und wo das wieder in sich zusammengefallen ist. Aber darin sind die Gemeinden in Amerika enorm stark gewachsen. Ein weiterer Name ist der George Whitefield. Die grosse Erweckung hat auch gerade durch ihn nochmal enorm Schwung aufgenommen. Er ist aus England eingereist und hat dort als methodistischer Prediger die britischen Kolonien bereist. Und er war wieder einer, der dramatisch predigt hat, heisst es, emotional. Und was bei ihm speziell war, ist, dass er keinen Unterschied gemacht hat, auch zwischen den Afroamerikanern und Sklaven und alles in seinem Publikum zugelassen hat. Alle Menschen. Und ich weiss nicht, ob die einen von euch vielleicht manchmal einmal einen Podcast aus Kirchen von Amerika schauen. Ein bisschen spürt man es heute noch. Die vielleicht ein bisschen emotionaler Art und Weise, wie sie predigen und reden. Und das hat dort seinen Anfang genommen. Und auch in dem Gottes Momentum hinein sieht man, dass das nicht einfach so ein Blitzmomentum war, sondern dass das etwas war, wo Gott in Gang gesetzt hat, wo Auf- und Abs hat, aber wo immer mehr Schwung aufbauen hat, wo immer mehr Momentum aufbauen hat. Es hat zwischendurch aber wieder aufgeflackert und dann auch wieder abgelöscht und dann wieder gestartet. Gott hat da sein Momentum in einer Situation gestartet, wo die Menschen in dieser neuen Welt oder in Amerika in erster Linie eigentlich Abenteuer und Reichtum gesucht haben und es eher so ausgesehen hat, als würde der Glaube eigentlich an Bedeutung abnehmen. Die Kirche von Europa war weit weg, hat dort noch keine Strukturen gehabt, es hat wenig Kirchen gehabt. Und in dieser Zeit, wo auch sehr viel politische, wirtschaftliche Unsicherheit geherrscht hat, ist die Kirche erst recht dort gewachsen. Sind durch die Erweckungsbewegungen verschiedenste Denominationen entstanden, die heute einen Großteil der amerikanischen Kirchenlandschaft prägen. Dass Amerika für lange Zeit eine aus unserer Sicht sehr christliche Nation war, ist eine Folge dieser Erweckungsbewegung. Das hat dort angefangen. Fassen wir nochmal schnell zusammen. Die Veränderung, die dort passiert ist, dass alle Gesellschaftsschichten angesprochen worden sind. Dass eine neue Dynamik in die Predigten hineingekommen ist. Dass Emotionen und die persönliche Gottesbeziehung fokussiert worden ist und gesucht worden ist. Und die Verbreitung, die durch das passiert ist, dass Tausende von Menschen gerettet worden sind, dass von 1740 bis 1780 eine Verdopplung der Kirchen gegeben hat in Amerika und dass der Boden gelegt worden ist für das evangelikale Christsein in Amerika und die Pfingstbewegung, die wir heute kennen. Und dass eben ganz viele von diesen Denominationen entstanden sind, die nicht einfach nur dann dort für sich geschaut haben, sondern die wieder eine Missionsbewegung in die ganze Welt gestartet haben, die enorm fest daran beteiligt waren, dass das Evangelium nicht nur dort geblieben ist, sondern nachher in die ganze Welt herausgetragen worden ist. Und vieles,
Was auch wir heute vielleicht teilweise so als festen Bestandteil vom Glauben anschauen, geht auf die Zeit zurück. Dass wir die Gottesbegegnung suchen, dass wir eine persönliche Beziehung mit Gott haben, ist dort im Fokus gerutscht. Das Bekehrungsgebet ist in diesen Erweckungen entstanden. Und vieles, wie wir heute Kirchen bauen, basiert auf der Art und Weise, wie sie dort angefangen haben, Kirchen zu bauen. Und auch wir als GVC haben in vielen Bereichen einiges übernommen von dem Erbe, von dieser grossen Erweckung in Amerika. Auch gerade, oder, eines von diesen Erben ist Willow Creek. Wir haben vor längerer Zeit, aber immer wieder auch gelernt von Willow Creek und von anderen Kirchen aus Amerika, wie man Kirchen machen kann. Es ist also ein Stück weit, kann man sagen, von Europa auf Amerika gegangen und von Amerika wieder zurückgekommen in die Schweiz oder auf Europa. Wir haben jetzt zweimal so Momentum Gottes in der Kirchengeschichte gesehen. Es gibt ganz viele andere. Ich habe jetzt zwei einfach ausgewählt. Aber wir leben ja jetzt im Jahr 2021. Und wir leben auch wieder in so einer spannenden Zeit. Ich habe es schon angetönt. Es ist eine Zeit der Veränderung. Viele von uns mögen sich erinnern, eine Kindheit zu haben, wo es noch keinen Computer gegeben hat. Oder wo man vielleicht erst gewusst hat, da sind Leute so etwas am entwickeln. Und heute von uns hat jeder einen Computer in der Hosentasche. Früher musst du in die Bibliothek gehen, Bücher lesen, wenn du dir Wissen aneignen oder dich über ein bestimmtes Thema informieren. Heute hast du mehr oder weniger das gesammelte Wissen von der ganzen Menschheit in deiner Hosentasche. Du kannst es vornehmen und hast innerhalb von Sekunden darauf Zugriff. Wie gesagt, das Internet ist so eine weitere Medienrevolution, die die vom Buchdruck wahrscheinlich noch um ein Weites übersteigt. Dann befinden wir uns in einer Zeit inne, wo wieder eine grosse Krise herrscht. Die Not wird grösser, auch in der Schweiz. Wenn ich das so betrachte und zurückschaue auf die Kirchengeschichte, glaube ich, ist das der optimale Nährboden für Gottes Momentum. Und der Rückblick, der soll dich einladen, dich nach dem Momentum auszustrecken. Und es soll eine Ermutigung sein für uns als Kirche, um uns auf das einzulassen. Ich habe schon mal so ein Stück weit so ein Momentum miterleben. Als junger Erwachsener, wo in Frauenfeld im Thurgau der Godi einer der ersten Jugendgottesdienste der Schweiz gestartet hat. Ich bin am allerersten Godi mit dabei gewesen, wo etwa 40, 50 Leute vielleicht gekommen sind. In einer alten Schreinerei war das dort gewesen. Und ich bin dabei gewesen, wo bis zu 1500 junge Erwachsene an einem Sonntag in die Ostschweiz pilgert sind, in die grösste Halle, die es im Frauenfeld hatte, um diesen Gottesdienst zu besuchen. Die Godi-Arbeit war so ein Gottesmomentum, das Kreise gezogen hat, das sich vervielfacht hat, wo Gott so ein Momentum geschaffen hat. Auch das hat klein angefangen. Und das ist nicht schon lang her. Und ich glaube, dass das wieder passieren kann. Und in mir ist nochmal die Sehnsucht nach dem Momentum vom Allmächtigen einfach gewachsen. Und ich möchte dich anstecken und die Sehnsucht in dir wecken. Es ist möglich. Gott hat es immer wieder gemacht. Und zum Schluss einfach ein paar Gedanken, was braucht es dafür? Wir können es nicht kontrollieren. Niemand hat das Gottes Momentum machen können. Es ist wenn ein Gottes Zeitpunkt. Aber wir können uns positionieren, um bereit zu sein. Und wie ich letzten Sonntag schon gesagt habe, Momentum bedeutet immer eine Veränderung. Momentum entsteht durch Bewegung. Bewegung ist Veränderung. Und so bitte ich uns, dich als Kirche, dass wir offen sind für Veränderung. Im Visionskurs reden wir oft davon, dass wir nicht ein Clubhaus sein wollen. Nicht ein Ort, wo der Fokus einfach auf mir selber ist. Nicht ein gemütlicher Ort einfach für mich, wo es in erster Linie für mich stimmen muss. Sondern dass wir eine Rettungsstation sein wollen.
wo mitten im Sturm der Gesellschaft ist, mitten im Sturm von all dem, was rundherum tobt und sich um die Menschen, die dort irgendwo in Seenot geraten, kümmert. Und ich weiss nicht, eben, wie das Momentum kommen wird, was das genau sein wird. Es war immer wieder überraschend, auch in der Geschichte. Ich weiss nicht, was sich genau wird verändern. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass das nächste Gottesmomentum vielleicht wieder mehr mit der Art und Weise zu tun hat, wie wir miteinander leben, wie wir Gemeinschaft haben. Aber ich weiss es nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass so das Reich Gottes in dieser Gesellschaft, wo so von Individualität und dem eigenen Vergnügen geprägt ist, vielleicht so das Reich Gottes irgendwo nochmal einen neuen Durchbruch kann haben. Aber es spielt überhaupt keine Rolle, wie es aussieht. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir die Bereitschaft haben, Neues zu umarmen. Dass wir uns nicht auf etwas einstellen, so und so wird es sein, sondern eine Offenheit gegenüber Neuem haben. Und Offenheit heisst nicht, dass irgendwie alles sich ändern muss, oder? Die Botschaft und der Auftrag, der bleibt gleich. Der ist seit über 2000 Jahren gleich. Jesus ist der Fels. Und der ist die Konstante, die sich durch die ganze Geschichte durchzieht. Und eine weitere Konstante, die sich durch die ganze Geschichte durchzieht, ist, dass Kirche Gottes Idee ist. Und dass sie da ist zum Bleiben. Sie sieht nicht immer gleich aus, sie wird aber immer bleiben. Und wir haben bei uns den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, so zusammengefasst: Sammeln, stärken, senden. Und wir werden garantiert weiterhin eine Kirche bleiben, wo Menschen sammeln. Das heisst, wo Menschen in eine Begegnung mit Gott hineinführt. Wir werden weiterhin eine Kirche sein, wo Menschen stärkt in ihrer Jüngerschaft, ihnen hilft in ihrer persönlichen Heiligung und ihnen auch hilft, selber geheilt zu werden. Und wir sind weiterhin gesendet in diese Welt hinein. Die Kirche Gottes Werkzeug Nummer 1 ist, um sein Reich auf dieser Welt zu bauen. Das ist das, was bleibt. Und das Letzte, was es braucht, oder, dass Veränderung passieren kann, ist, dass wir nicht einfach sitzen bleiben. Die Geschichten sollen uns zurufen, zum Aufstehen, zum tätig sein, zum Schritt wagen, zum vielleicht etwas passieren, sodass diese Verbreitung kann geschehen kann. Gottes Momentum passiert, das sehen wir immer wieder in Kirchen, die irgendwo lebendig sind. Oder das heisst, und damit meine ich Personen in Kirchen sind, die lebendig sind. Weil Kirche ist nicht einfach der Pastor, sondern Kirche sind wir alle. Und ich glaube, wir sind eine lebendige Kirche. Das stimmt mich positiv und hoffnungsvoll, dass wir so ein Momentum werden sehen. Und darum lassen uns nicht einfach Menschen sein, die sich ausruhen, sondern Menschen sein, die unseren Auftrag ernst nehmen, zum Salz und Licht sein, zum die Hände und die Füße von Jesus sein. Lass uns Menschen sein, die Gott suchen, die beten, die Begegnungen mit ihm suchen. Und dann aber nicht bei dem stehen bleiben, sondern eben aufstehen, neue Wege gehen, mutig ausprobieren, auf Menschen zugehen. Lass uns eine Kirche sein, die diese beiden Aspekte macht, wo Gott sucht, wo betet wie wild. Wir haben das Early Bird Gebet am Sonntagmorgen, wir haben ein Männerfrühgebet, wir haben Church Nights, wo wir zusammen beten, wir haben ein Gebetsteam, wo man mit anderen zusammen beten kann. Aber lass uns nicht bei dem nur stehen bleiben, sondern stehen wir auf, schauen um, wo stellt uns Gott an? Wo bringt er Veränderung? Und dann gehen wir rein. Und wir haben uns überlegt, dass wir, um den Fokus in diesem Jahr zu behalten und das nicht vergessen, dass wir das immer wieder wollen, jeden Sonntag uns daran erinnern. Und dass wir am Schluss vom Gottesdienst ein Segensgebet ist, immer für das Momentum betet. Und einander möchten segnen, zum offen sein gegenüber diesen Veränderungen, gegenüber dem, was Gott in unserem Leben möchte tun. Und vielleicht kannst du dir selber überlegen, was für dich dran ist. Um das Momentum zu suchen, um dich so zu positionieren, dass du ready bist.
um selber tätig zu werden in dem hinein. Wir gehen jetzt nochmal in eine Zeit hinein, wo wir vor Gott kommen.